Gretel ist fest durchklüpft und hat angefangen zu rennen. Wie sollen wir nur jemals wieder zu dem Wald auskommen? Der Hänsel ist ruhig geblieben. Wart nur, bis der Mond leuchtet, liebes Gretel, dann finden wir dir schon den Weg für heim. Und wirklich, wo der Mond am Himmel prächtig gestanden ist, sind die Kinder Hand in Hand den glänzigen, weissen Kieselsteinchen nachgelaufen. Die ganze Nacht lang mussten sie laufen. Dann am Morgen sind sie daheim angekommen. Sie haben an die Türe geklopft. Die Frau ist auftun. «Dir böse Kinder!» hat sie geschumpfen. «So lange schlafen im Wald! Wir haben schon gemeint, ihr wollt gar nicht mehr heimkommen!» Der Vater aber hat sich riesig gefreut, als er seine Kinder gehört. Er ist aufgesprungen, für seine Arme zu nehmen. Sein Herz hat furchtbar wehgetan, seit dann, wo er sie im Wald alleine gelassen hat. Leider ist es nicht lang gegangen, da war schon zu wenig zu essen für die ganze Familie herum. Auch dieses Mal hat die Frau die Nacht im Bett mit dem Vater gekehrt. «Jetzt muss etwas gehen. Die Kinder, die müssen weg, sonst verhungern wir alle. Wir bringen sie noch viel tiefer in den Wald hinein, weiter fort von hier. Dann sind wir sie los und alles wird gut.» Dem Vater war es hinten und vorne nie wohl. Er hat gewusst, er sollte nicht auf die Frau hören. Viel besser wäre es gewesen, wenn er die letzten Bissen Brot zu essen mit seinen Kindern als mit ihr hat teilt. Die Frau aber hat nicht losgelassen, so dass der Mann zuletzt nachgegeben hat. Auch dieses Mal sind die Kinder wach gelegen und mussten alles mit anhören. Als die Grossen geschlafen haben, ist der Hänsel zum Bett ausgestiegen. Er wollte Kieselsteinchen sammeln. Diesmal war aber die Haustür zugeschlossen, so dass das nicht gegangen ist. Gleich hat er seine Schwester tröstet. «Nicht grennen, Gretel, mir kommt schon etwas in den Sinn.» Ganz früh am nächsten Morgen sind die Kinder von Frau geweckt worden. Sie haben beide ein Stückchen Brot bekommen. Noch ein kleineres als beim letzten Mal. Gleich hat der Hänsel gewusst, dass er dieses Mal anstatt mit den Kieselsteinen halt mit dem Brot den Weg markieren will. Im Jackensack hat er sein Stück verbröselt und vorsichtig immer wieder ein paar Stückchen auf den Weg gestreut.